Ich stelle fest, evidenterweise sind wir alle Guten für Naturschutz. Und evidenterweise sind wir alle Guten für den Mensch. Und an dem Sinn sind wir selbstverständlich auch gegen weiter Schikanierungen von den Bürgern. Und du hast dann den Spagat, den ich muss machen, und der Spagat ist heute nicht gut gelungen. Ich komme darauf zurück. Das aktuelle Naturschutzgesetz aus 2018, also noch nicht alt. Und es sind ein paar die Sachen hier geändert gehen, gut, dass es davon noch immer nicht, und dafür stimmen wir auch dagegen. Ein paar Punkte herausgepickt. Das profitiert gehen für das Reduzieren von der Lichtverschmutzung, mit an Texte zu schreiben, etwas, was wir können begrüßen. Dann, bei den härten Strophen, die hier vorgesehen sind, gehen wir zu bedenken, dass es ein Gleichgewicht geben und dass sich bei aller Euphorie der Raver muss frohen, ob es opportun ist, für Delikte im Umweltbereich mehr hart zu bestrafen, wie Delikte, die gegen Menschen gemacht werden. Dann zu den Kompensierungen, sprich Ökopunkten und so weiter. Das ist ein System, das allgemein dabei ganz schwierig zu durchblicken ist. Na, ich hätte das System sicherlich vereinfachen können. Dieses System mit den Ökopunkten betrifft dann hauptsächlich auch die Bauern. Sie fanden kein Terrain, kein Land mehr, das sie aber brauchen, für ihren wichtigen Beruf nachzugehen. Mittlerweile gehen es immer mehr Bauern, mehr wie 2000 Bauernbetriebe nach. Und ich meine, wir geben alle gut tun, zu verhindern, dass der Trend nach innen weitergeht. Lützeburger Land braucht eine starke Landwirtschaft, wo die Bauern gewürdigt gehen, an ihrer Arbeit an gute Konditionen nachgehen können. Auch hier muss Schikanieren abhalten. Preise für Terrain sind noch wenn es die Kompensierungen stärker an die Not gegangen. An Asemol eng Steh, da kommen die Bauern dacks zu kurz. Landwirtschaft hängt aber vom Boden auf, den sie zur Verfügung haben. Naja, der aus den Gründen gehen die Kompensation auf Kosten von den für den Ackerbau wertvollen Flächen. Auch den Ausbau von den Betrieben an den Grenzzonen soll vereinfacht möglich sein, für das sie sich für die Zukunft können absetzen, innovativ und auch mit neuen Aktivitäten. Ich meine, ein ganz interessanter Punkt am Gesetz betrifft Gebäude an der Grenzzone. Ja, wir sind natürlich dafür, für Grenzzonen zu schützen. Mir geht es wirklich, und das leider auch beim neuen Gesetz, noch immer zu weit, sodass ich kann sagen, dass halt Leute überproportionell kugeniert gehen. Wenn ein Gebäude an der Grenzzone leidet, aber bislang auch legal erlaubt wird, da kann der Minister dezidieren, für das Gebäude aufzuändern, wenn es nicht zum Charakter von der Platz passt. Diesen Artikel 7 Abschnitt 1 hätte mir gestracht. Geht das gesagt, geht nicht oft angewandt, so kann es nicht sein, dass Subjektivkriterien, etwas, was nicht zum Charakter passt, benutzt gehen, für so in diesem Abschnitt an Privatproprietät zu ermöglichen, ohne klare Kriterien, ohne Transparenz. Da muss ich bedenken, dass die Leute, die heute konform legal abgerichtet haben, autorisiert Kruten, eventuell 1965, eben mit allen möglichen Autorisationen. Analog kann der Minister mit unpräzisen Argumenten, weil der Charakter nicht passt, also eine Umänderung dezidieren. Da so mir, nee. Was autorisiert war, das soll auch autorisiert bleiben. Den Artikel soll also hier gestracht gehen. Und dann die Unsinnigkeit, dass ein Haus, das an der Grenzzone liegt, nicht mehr kann gepflegt gehen, nicht mehr kann restauriert, renoviert gehen, für das soll auch nicht für so auszudrücken, futti ist oder beschädigt ist. Den Artikel kann ganz tragisch Folgen haben für die Leute, die an der Grenzzone ein Haus haben. Worum geht es genau? Es geht um bestehende Häuser, ganz oft Millen oder Hef oder eben noch Häuser, die damals gebaut sind für 50 Jahre, für 100 Jahre und die an der Grenzzone liegen. Auch bis 2018 konnten die nicht egal Wert machen, auch bis dahin konnten die nicht einfach vergrößern. Wir konnten aber eine Autorisation frohen, für sie zu vergrößern und konnten eine Autorisation frohen, für die Destination zu ändern und konnten den Arbeiten machen. Heute ist das viel mehr restriktiv. Auch Kleinrenovationen und Transformationen gehen verweigert.
Ganz einfach resümiert, Kleinänderungen, wie auch nimmen eng Trab, e Geländer, ein klein Terras, eng neue Briefköcht, sind immer nach schwer möglich. Aber was bringt das der Natur? Was tut das mit Naturschutz? Was tut das mit Biodiversität zu tun? Das ist ganz einfach nimmen eng Schikan, und ich meine, dass die hauptsächlich von den Gringen können, weil ich ein Gefühl, dass kein Dateibanne will, in Wirklichkeit außer hinten. Allo war am neue Gesetz auch noch geplant, dass die Häuser am Fall von einem Feier, von einer Zerstörung eventuell durch Sturm, also wem wohl nicht Schuld tun wird, dass ihn dummel keine Möglichkeit soll tun, für darum abzubauen oder zu renovieren. Da das zum Teil verbessert gehen, aber noch nicht weit genug, weil es betrifft zum Beispiel just die Häuser, wo ich noch tatsächlich drauf wohnt. In dem Kontext hat ich auch eine Frage, Madame Minister, ist es eventuell möglich, ein Haus, das für 3 Jahre durch so ein fait fortuit gegangen ist oder beschädigt ist, ist es möglich, retroaktiv vielleicht darum abzubauen, wenn ein Demand demnächst rangereicht wird? Oder sind die Häuser für immer verloren? Eislin ist klar, wenn ein Gebäude, ob Wohnsitz oder nicht, an der Grenze hat, das legal abgerichtet ist, aber da muss der Proprietär können das Haus abbauen oder renovieren, wann der Proprietär das will. Ich denke aber trotzdem noch optimistisch für die Leute. Und es sind der Überzeugung, dass sich darunter etwas zum Guten nach verändern an den nächsten Jahren. Und zwar dann, wenn die Grünen nicht mehr in einer Regierung sind. Weil ich mengen he bannen und all die anderen Parteien darauf Konsens für die dortigen Sachen zu ändern. Und wir geben als RDR auf Südverfall, wenn wir dann nach Koalitionsverhandlungen sind, der Tote proposieren und noch Matroen. Ja, das sind aber gut Ideen, die heute gedeelt die von vielen anderen. Ne? Wer sie beruhigt, dass der selber muss der schlecht. Nee, das wird, weil zum Schluss lernt die Lehrer am besten. Und dann darf ich nicht vergessen, wir schwätzen hier über Kleinigkeiten, eine Mauer, meinetwegen auch ein Haus, das ist noch nicht großes, aber das sind alles Peanuts. Und das ist doch schon manchmal verwunderlich, dass gerade die ich ein kleines Meierchen auf der einen Seite verbieten, aus Naturschutzgründen, dann auf der anderen Platz sie gehen, an Hektaren, Jahr für Jahr zu betonieren lassen. Das geht da. Weil was geht gemacht in Wirklichkeit? Es geht massiv Natur zerstört. Durch die Wüste. 500.000 Einwohner am Jahr 2010, 630.000 Einwohner am Jahr 2020. Wir wissen, schnurstracks Richtung 1 Million Einwohner. Wir bauen, betonieren, Land ist voller Schandischer, immer mehr sehr, für das nach mehr Leute kommen, nach mehr Verkehr, nach mehr Straßen, nach mehr Zonen. Und da geht hier in der Chamber und noch von Gringen nach andauernd gesagt, wir müssten nach mehr bauen und nach mehr schnell wissen. Das ist doch gar nicht möglich. Das Ganze ist eine Politik von den Widersprüchen. Wenn ihr auf der einen Seite einen übertriebenen Wursten will und auf der anderen Seite dann den Naturschutz will an den Vordergrund setzen. Wir haben in den letzten 25 Jahren so viel Fläche zugebaut wie an den 2000 Jahren für bis zu 2 Hektar den Tag. Das ist die Fläche für 4 Fußballterrain. Die Fläche, und das ist Natur, das ist Biotop, wird alltag zerstört und durch Beton ersetzt. Aber wenn ich etwas will für die Natur und noch für die Menschen machen, das wird auch viele mal viel gehen, mit Geringflächen erhalten, aber da muss ich das bremsen. Am Jahr 2030, da werden wir wohl zu bald 800.000 Einwohner sein, und das geht schrecklich für die Natur und auch für den Menschen. Wir müssen also zunächst zu einem verständigen Wachstum zurückkommen. Und da könnt ihr aber den Summum. Da lesen ich für ein paar Wochen in der Zeitung 2 Grünen-Minister, den Herr Turmes und den Herr Cox, die ist überhaupt nicht hier, die sagen, Luxemburg hat Land für 325.000 weitere Einwohner. Also Land für 325.000 weitere Einwohner. Aber da sind wir am 1 Millionen Einwohnerstaat. Ist das am Sinn von der Natur? Nee. Weiter, Luxemburg verfügt derzeit über 5.000 Hektar Landreserven.
Und dann, es wäre eine politische Priorität, das zusammen mit den Gemengen und Leuten zu kreieren, das heißt zu bebauen. Mit 5000 Hektar Baulandreserven, ein Wort, was am Anfang geringen nicht benutzen, weil er wirklich geht, als das ja wertvollen Naturraum, der nicht unbedingt Mist bebaut geht. Mit du hast dir dann einfach egal. Wisst ihr, was das ist? 5000 Hektar, das ist so viel wie ganz Gemeng, Lützeburg, Mambambisch, alles zusammen. Das ist so viel wie 7-mal die Stadt Esch. Die Terrain will der hier am Land nach an den nächsten Jahren dann verbauen, wie ich dann feststelle. Wir haben also die Situation, auf der einen Seite die Leute kugeniert, wenn sie eine neue Briefkiste abrichten, und auf der anderen Seite gehen Tag für Tag Hektaren und Hektaren so betoniert. Wir werden uns als RDR auf jeden Fall dafür einsetzen, und das versprechen wir, dass man nicht zwingend 1 Million Einwohnerstadt gehen, wo neben den Menschen an ihrer Lebensqualität auch als Land und als Natur die leidtragend werden sind. So nicht merci.